Bayerwald Radio. Ich freu mich drauf. Geschichten aus dem Leben von Sepp und Xaver. Nur im Original, dem Bayerwald Radio. Ihr Sender für Volksmusik. Ja, servus Xav, du alter Flohbeutel-Schaukler. Was magst denn du da? Die hab ich gesucht, du Zipfezupfer. Was hast du denn auf der Brust? Jetzt kann man doch am Bayerwald Radio Werbung machen. Das kommt jetzt schon drauf an. Auf was nachher? Jetzt red halt schon. Ja, je nachdem, wie du das bringst. Zum Bleistift? Wenn du sagst, das Schneckerl da hinten ist der Fetzer auf der Wasserwiesen, das ist Werbung und kostet Geld. Nein, das hab ich nicht gemeint. Ich mein, wenn sie selber Werbung macht, dann müsst sie angeben und sagen, ich bin ein Wasserschneckerl und ich schieb das so lang durch die Wiesen, bis das Wasser aufbraucht ist. Das ist aber dann schon Direktmarketing. Kostet auch Geld. Du Depp, der das hört, soll sich doch an die wieder erinnern. Dann müssen sie ihr E-Mail-Adresse angeben, das war aber dann Telemarketing. Kostet auch Geld. Nein, langfristig halt. Ach so, dann war das Customer Relationship Management. Das kostet auch Geld. Ich krieg jetzt schon langsam einen Vogel mit dir. Du kannst natürlich auch noch ein Video mitschicken. Dann war das Public Relation. Das kostet meistens auch Geld. Freilich. Und wenn sie es live macht, wo's dann Merchandising oder kostet es dann auch was? Die Sachen kosten alle Geld. Nein, ich mein ja das ohne Geld. Ach so, alle treffen sich und machen mit dem Mädel eine Veranstaltung. Das war dann zwar gesetzlich verboten, kostet aber kein Geld. Bist du blöd? Ohne Mädel halt dann. Das war dann kostenlos, aber langweilig. Obwohl, ich geb's auf. Ich hab gedacht, du willst Werbung machen. Das ist mir zu gefährlich und kostet mir zu viel Geld. Servus, Pfiat. Das war Sepp und Xav. Fortsetzung folgt. Bayerwald Radio. Ich freu mich drauf.